Menschen in der Not. Vielleicht sind sie morgen schon so gut wie tot. Menschen in der Not. Verschmiert mit Dreck und Kohl. Guten Abend miteinander. Heute Abend ist die erste grosse Vorbereitungssitzung hier in Aarau in der Heilsarmee für mein Musical, das wir aufführen in der Frühlingsferien, das heisst «Die geheimnisvolle Tür». Das war eigentlich vor 5 Jahren mein erstes grösseres Musical-Projekt. Und ich werde euch heute Abend ein bisschen erzählen, um was es in erster Linie in diesem Musical geht. Das Musical heisst «Die geheimnisvolle Tür», wie schon erwähnt. Es hat noch einen Untertitel, es heisst «Die Wunder von Jesus». Und was ist jetzt die Hauptaussage des Musical? Was will ich persönlich diesen Kindern weitergeben? Mit der Geschichte, mit der Story, mit der Botschaft von diesem Musical. Was will ich ihnen vermitteln? Die Haufen Wunder, die Jesus gemacht hat? Sicher. Unter anderem auch das. Aber es soll nicht die Hauptaussage sein. Nein, die Hauptaussage von diesem Musical soll sein, hey, Jesus klopft an deine Herzenstür. Wow! Jesus klopft an deine Herzenstür. Er, der Sohn von Gott, möchte gerne Gemeinschaft haben mit dir. Und das Gute an dem Ganzen ist, das ist keine eigene Idee, sondern ich habe die Idee von dieser Tür, wo jemand an die Tür klopft, aus der Bibel geklaut. Das macht man heute so. Also ich gute Ideen nehme ich aus der Bibel. Was kann es besser geben? Das steht nämlich in der Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört, sagt Jesus, und die Türe aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm Mahlzeit halten und er mit mir. Super Text. Und wenn wir gerade beim Klauen sind, das Lied, das ich geschrieben habe, das Titellied von diesem Musical «Die geheimnisvolle Tür», das ist eigentlich nur der Text von mir. Und eben auch der nicht ganz. Die Melodie habe ich auch von einem ganz grossen geklaut, und zwar von Mr. Bob Dylan. Das Lied heisst «Die geheimnisvolle Tür». Geht's dir nicht so gut. Du hast viel Stress in der Schule. Deine Kollegen lassen dich auch nicht in Ruhe. All die heim haben es auch nicht so gut. Klopfen an der Herzenstür. Es gibt jemanden, der Gemeinschaft haben mit dir. Drum klopft deine Herzenstür. Jesus, eine Gemeinschaft haben mit dir. Du bist viel alleine daheim. Du sagst, Mami, hey, geh's auch Türchen frei. Dann darf ich dir eine gute Nachricht geben.
Gemeinschaft haben mit dir. Klopfen an deine Herzenstür. Jesus, eine Gemeinschaft haben mit dir. Yeah, yeah, yeah. Du sagst, du machst etwas eich. Deine Aktionen, die sind manchmal weich. Doch weisst Jesus, er schaut zuerst auf dein Herz. Du nimm auf, mach's ihm noch nicht so schwer. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, hörst ins Klopfen an Herzenstür. Es gibt eine blaue Gemeinschaft haben mit dir. Klopfen an deine Herzenstür. Yeah, yeah. Jesus, eine Gemeinschaft haben mit dir. Oh, oh. Hörst ins Klopfen an Herzenstür. Hörst es an. Es gibt eine blaue Gemeinschaft haben, wo eine Gemeinschaft haben mit dir. Oh, ja, hörst ins Klopfen an ihrer Herzenstür. Hörst es an. Jesus, eine Gemeinschaft haben mit dir. Jesus, eine Gemeinschaft haben mit dir. Oh, yeah, yeah. Gemeinschaft haben mit dir, klopfen an deine Herzenstür. Hörst es nicht? Er will so gern Gemeinschaft haben mit dir. Oh yeah, yeah. Yeah,